so was nicht gleich so. Ich meine, für allem in Amerika, weil ich dafür so gesehen und da kommen ein Tränen dann da, wenn ich das gesagt also jetzt die winzig käfischer deren, die stereotypisch Probleme haben, also den typischen Tiger, der just am Kreis laufen kann, den die Rätschöller komplett wund gerieben wird, weil er immer Drohlane schläft und das 24 Stunden den Tag praktisch, ja. Das ist absolut Tierquälerei. Willkommen zurück bei der Göllefroh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Philipp Übrich und ich bin heute am Tom Busseler. Wir sind ganz froh, begrüßen zu dürfen. Der Jeff Schreiner mit dem Fußequipment. Hallo. Ich weiß nicht, wie hart denn das der Fall macht. Hört ihr noch von gut? Ja, die Heere für allen Vibrationen. also, was heißt das? Ja, hin ist wirklich so. Wo sind die heute? Na ja, guckt skeptisch. Die sind sein das ist nicht wirklich begeistert. Na. Kannst du denken, so wie der ja heißt? Das ist ein Beachtergarn. Ein Beachtergarn. Genau, Ja. die haben so große Bart, wo sie abstellen können, was sie Base sind, für den anderen zu drohen. Zu machen. Mit der kleine Kerl, du hast relativ live, den steht natürlich Ich nicht. keine Angst. Wir mussten eine Rose machen. Challenge accepted, oder was? Da möchten Weil du ich lüge auch nicht. und da lebst du fort. Ja, habe ich nämlich eigentlich Wow, guck, da bewegen sich. Wow. Evaluieren. Ah ja. Wenn du gerade so den Zunge rauskommen. Ja, schön gesehen. Das ist ganz normal. Okay. Das hängt so raus. Geil, überfuhr. Und Sie sind nicht gefährlich. Nee, überhaupt nicht. Absolut Okay. harmlos. Und Sie? Auch nicht. Und da? Okay. Auch nicht. Ich habe mich nicht getraut, ob das gefährlich ist. Das ist auch die Spanne, die Mordbrust hast, wäre nicht gefährlich gewesen. Ja, also Spanne sind immer giftig. Alle Spanne ist giftig. Mit wer aber ich hatte schon echt gefährlich ist. Für alle spannend giftig. Aber die können nicht raufschlecken. Also mehr holen ja Sachen an den Mund, man knallt das Klang und da schlägt man die kleinen Stecker rauf. Aber bei Spannen, die können das nicht. Das heißt, die spritzen Gift von außen ran, verdauen nicht bei außen an der Suckle, so ist nach der Saft, den übrig bleibt dran. Krass. Alle spannend, auch die, Alle die Spannen, du auch die ganz sind. kleinen, ja. Ganz Wirklich? Prinzip ist die nämlich, ja. Ah. Dafür sind noch ein so Spinnenbisse, so am Anfang, wo ich so rote Dinger kriege. Ja, genau, ja. Vom Prinzip her ist es das, ja. Schon alles gelernt. Mega begeistert, ich merke. Das ist geil. Schon seit wirklich, ne? Tisch hin, kann ich nur packen. Ja. Also genießen möchte ich nicht. Und denkt sich Nee. schon nicht, wow, mega geil. Tierquäler. Das heißt, Wann hörst du die all daheim stehen? Oder so? ganz genau, die sind alle bei mir her. Und du erklären kannst, was du fährst du musst, weil nicht alle Menschen zu dir, weil sie schon hinstehen. Ich habe schon angefangen mit 11 Jahren. Ich habe meinen Eltern gesagt, hey, ich will unbedingt einen Schlangen haben. Und die sagte ja. Ach, wie war wolltest du die? Ja, es war ursprünglich mein bester Freund, dem hat gesagt, ich will einen Schlangen. Und ich war mega schockiert, weil die Schlangen sind auch alle giftig. Ja. Und es sind auch mit Tiere groß geworden. Und ich habe dann recht realisiert, wie wenig ich überhaupt über die Tiere weiß. Und schon angefangen mit Lesen drüber, bisschen gegoogelt, Buch gekauft. Ja, und ich habe mal gesagt, dass so mehr ich gemerkt habe, so weniger, also wie wenig ich weiß, umso mehr spannend das geht. Ja. Und ich kriegte 3 Schlangen und du hast weitergegangen. 3 direkt? Ja, genau. Ich kriegte direkt 3 Schlangen, die waren leider immens giftig, bissig. Okay. Ja, du kriegst eine Eierschlange, die kriegt eine Salmonelleninfektion. Ich hatte mal Regeln, Schlangen dürfen nicht mehr wie 2 Meter sein, sie dürfen nicht giftig sein und sie dürfen kein Mais fressen. Ah, okay. Salmonellen. Ja, und die 3 Regeln habe ich da geknackt, Jahr für Jahr. Okay. Und ja. Aber wo hast du denn Dinger Kummer? Ganz genau, schon normal an der Komo gefangen, du hast einen Speicher umgebaut. Und dann schon solche große, schöne Speicher, wo nach Kanapé drüber ist, wo ich dann im Kanapé schlafe. Okay, puh. Aber wie viele deren hast du so daheim? Ich habe nur die letzte Zeit ein bisschen losgemacht, weil ich die letzten 3 Jahre viel rundherum gereist bin. Ja. Ich gehe so ein 3 Schlange momentan, dann nach 6 Varanen, die Bachtergaben, pur volle Spannen. Dick viel. Ja, also nach ein bisschen durch. Kein Hund oder so? Doch auch, also normal deren und auch. Ja, Von der die kennen sich wahrscheinlich. ja den Hund kennt ihr dann Terrarium. Okay. Und wenn du fruchtbar passen den Eltern dann oder wie? Ja, die sind mega begeistert. Das sind Einzelkinder. Ich meine, so ein Gefühl, sie müssen nicht machen für mich. Ich probiere natürlich ein bisschen zu reduzieren und holen den Großteil mal darüber auf Wien. Ah, wie? Also, ja. Mit dem Flieger? Nee, mit dem Auto. Ah, okay. Stell dir vor. Und du hast deren Doktor studiert?
Ganz genau, ja. Okay. Ich schon 6 Jahre angefangen mit studieren. Da sind der meine Coach mein Diplom. Ich bin noch fertig ein Ehrendoktor. Merci. Als nächsten Doktor im Podcast. Ja, genau. Von dort einer flotter WG, die das absolut unterstützen. Okay. Lös, baue ich mich da aus. Also, hast du so ein konkretes Ziel mit Dingen, deren oder also einfach ein Hobby? Echt? Das ist sehr schön ein Hobby. Ich meine, das ist eine Leidenschaft, die ich praktisch mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Und das, was ich gelernt habe, mit den Tieren mache ich als praktisch als Tierendoktor, da ich Spezialist für exotische Tiere bin, wo einfach der ganz Hintergrundwissen, was notwendig ist, für die Tiere zu behandeln, das tue ich eben. Und ich habe kein konkretes Ziel. Also ich will als Doktor natürlich immer besser gehen und immer mehr machen, was Tieren aber selber belangt, was ich da habe. Du nicht mein fixer Bestand. Ich meine, ein Bachtergammer ist so spektakulär, der für mich ist es einfach mein Haus, der ich gebe der niemals waschen. Ja. Ich habe mich gefragt, wenn du Doktor normal, also Menschendoktor studierst, da gilt hier so eng Anatomie. Also wie müsste das für all die Tiere zu kennen? Ja, das ist relativ butter, also das ist nicht ohne. Am Studium normal lehrt den Hund, Katz, Schwein, Pferd, Wiederkäuer, Hinger, ja genau, die 6 Bereiche. Wir kriegen auch relativ tags am Studium gesagt, wenn das zu hart ist, wenn das zu schwer ist, da soll man abhalten und da soll man Humanmedizin lehren. Ja. Ich meine nicht, dass es viel mehr einfacher ist, als Humanmediziner zu schaffen, aber bon, ja, es tut natürlich auch viel da. Wie lehrst du da konkret? Also wenn du als Doktor schaust, so der dem nicht gut geht, wie gehst du da viel? Und zum Mundbad. Ja, das ist ja von bis. Also einerseits, das ist ein ganz Anamnese, ich schwätze mit den Besetzer, ich frage natürlich mal, wie der Gehale geht. Am meisten da fängt schon die echt Fehler an, wo ein bewusst gibt, was alles falsch gemacht wird. Ich meine, sie haben besonders Bedürfnisse, sie brauchen extra Luft, sie brauchen extra Temperaturen. Und kann ich so 90% von deren, also von den exotischen Tieren, die krank sind, sie krank, weil sie scheiß Gehale geben. Okay. Und dann genau artgerecht gehalten. Ich hoffe, ich mache mein Bestes, auf jeden Fall. Ja, mal sieht hier Freilauf sie der. Ja, das ist absolut nicht artgerecht, was wir machen. Da will ich nachher betonen. Kinexpython geht nicht so gehalten. Ein Bachtergamm sitzt natürlich auch nicht Kaffeestisch rundherum. Am Gruppette. Ja. Ich denke, ich bin hier ein schöner Platz, gut leben und dann können sie sich auch mal zweimal am Jahr eine Stunde opfern. Das sind nicht gerade so gut tun. Genau. Ja. Und du warst auch schon viel rundherum Wald kommen. Ja, absolut. Nur das letzte Jahr weniger, wenn es Corona. Ja, schon mein Studium hauptsächlich also zu Wien gemacht. Ein Teil vom Studium, meine klinische Erfahrung habe ich an Afrika gemacht, Südafrika. Ein Teil habe ich an Amerika gemacht. Da bin ich nach 4 Drohnen an Thailand geflohen. Ich war zu Costa Rica. Ich war viel in der WR, das stimmt. Aber was hast du alles gemacht? Also alles am Bereich Materie, gell? Ja, genau. Schon immer eine Materie geschafft. Wo fängt wir abhalten? Wie fällt? Fallst du? Nee, ich meine nicht, dass du fällt, den hast genervt damit. Also am Afrika zum Beispiel, weil du das letzte, wo ich war, da habe ich 5 Monate an der Klinik geschafft, an einer großen Universitätsklinik, habe bei vielen Projekten mitgeschafft. Auf welchem Land? Südafrika war das. Südafrika. Bei Pretoria, da geht es eine Uni. Okay. Da habe ich meine Rotationen gemacht und habe eben meine verschiedene Kliniken aufgeschafft und nun habe ich mit exotischen Aufwellen deren und da geschafft, ja. Oh. Viel mit Zoen und so Geschichten. Mhm. Aber wegen der sind das noch so? Also was sind exotische Tiere? Exoten ist eine schwierige Definition. Also per Definition ist ein Exot alles, was nicht einheimisch ist. Das heißt, wenn wir exotische Tiere haben, der Goldfisch ist exotisch, ein Meerschweinchen ist exotisch, genauso ist aber auch ein Krokodil, ein Bachtergamm oder der Wallensittich exotisch. Okay. Und da ist es dann auch immer schwer, alles zu gruppieren. Wenn man so ein exotisches Tier, wo fängt man auf, wo hält man ab? Ja, okay. Ja. Aber wenn du dabei hinbasst, dann sind die ja nicht mehr exotisch, zum Beispiel, oder? Dann für sie ist ein Punkt zum Beispiel ein Hirsch oder so, ja, genau. Exotisch. Okay. Ja, das ist krass. Okay, Stichwort Afrika, respektive Stichwort Zoo hast du auch geschwärzt. Du hast als vierte Stichpunkte gehen, Zoo, artgerecht oder, also, war das Ding Meinung generell zu Zoo, weil ich probiere mich halt, wie ich ein bisschen zu informieren.
mein Entschluss ist das Zoo mega schlecht ist und dass ich nicht soll supportieren und nicht soll an den Zoo gehen, weil das nicht gut für Tieren ist und voilà. Ja, Das ist bestimmt mehr komplex wie das. dass ich mein schwer ist zu verallgemeinern. Ja. Zoo ist nicht gleich Zoo. Ich meine, für allem in Amerika, weil ich da für Zoo gesehen und da kommt ein Tränenland da, wenn ich das gesagt. Also, jetzt die winzig käfische Tieren, die stereotypisch Probleme haben, also den typischen Tiger, der just am Kreis laufen kann, den die Rätschöller komplett wund gerieben wird, weil er immer um Drohlane schläft und das 24 Stunden den Tag praktisch, ja. Das ist absolut Tierquälerei. Man aber zum Glück auch viel Zonen, die viel, viel besser machen. Was die nicht vergessen darf, als was Hannah dein Zoo alles draufstecht, ja. Da kommen die Gelder, die rauskommen, die gehen an Forschung gestacht, die gehen auch an Tierschutz gestacht. Die haben ganz tags Projekte in Hannah Kulisse laufen, wo sie deren Ziehstellen, die ihrem ausgewählt können gehen. Da gehen ganz Arten, die, muss ich sich das vorstellen, wie ein Arche Noah, ja. Ein Zoo ist immens wichtig, was du belangt. Und es gibt viele Arten, die nicht ausgestorben sind, weil sie bei uns an den Zoo gehalten gehen. Okay. Ich meine, das ist der wichtige Aspekt. Aber mehr die Plakativarten, die man als vorstellen, wie zum Beispiel den Eisbär oder Giraffe oder den Elefant, den man im Zoo gesehen das sind die Ideen, die als unzählen, dass man Suche bezahlt, für dass man in den Zoo gehen. Ja. Aber die Suche sind am Endeffekt so ein Eisbär, der wird bestimmt nicht das schönste Leben am Zoo. Ja? Wir mit den Suchen, die rauskommen, wie viel du an freier Weltbahn eben unterstützt kann gehen, das ist immens wichtig. Und das ist für mich der wichtigste Aspekt bei der ganzen Sache. Ein Zoo möchte überhaupt viel suchen. Also, stell mal vor, so, wie viele Leute an Zoo? Ja, schon. Ja. Immens viel Leute an Zoo, okay. Ja. Da kommen ganz, ganz viele Suchen ran, das ist staatlich gefördert an der Regel. Es hängt auch immer davon ab, was für ein Zoo, was für Größten. Also ich meine, den Amneville oder der Beeteboer Park oder ein Zoo Wien, das kann ich alles nicht vergleichen. Das sind alles komplett unterschiedliche Dimensionen. Die stehen als gut, die zu Lützeburg. Amneville. Auf jeden Fall, ja. Ich war nicht mehr so viel da die letzte Zeit, aber wenn ich immer da war, was mir nicht abgefallen, wo ich nicht gut fand. Wie sie wären so gut sind, wären Männer gut, also gehen nicht Labels näher oder so? Ich weiß nicht. Also es gibt Rankingen, wo schon gelöscht ist, weil die besten Zonen in Europa sind oder weltweit sind. Ich meine, man der beste Menschenverstand soll den nur sich normal merken, ob ein Zoo gut ist oder nicht. Aber in den Racken dann gesagt, einfach deren, die krank sitzen. Schon das Jahr, nicht letztes Jahr, am Sommer eine Zootour gemacht. Da sind ich durch praktisch alle Zoos in Österreich gefahren. Da waren Zonen, das war ein Zustand, ja. Von den Racken an durch Afelein und Boden dann, ich meine, da brauche ich kein Veterinär sein, da brauche ich keinen Doktor sein, da brauche ich keinen Psychologe sein. Ich meine, du kannst all tute bei dir kommen, wenn du durch einen Abendboden gesagt hast, stellt sich vor, ob das so soll sein. Ja. Für die krass, wie wann man sie dann nicht fort, oder? Wahrscheinlich schon sind nicht fortgeholfen für das Gruppe von den Affen traurig kann, für das realisieren, dass ein Tod ist. Mir auch da muss einfach, die Leute muss ja abgeklärt gehen. Geht nicht, dass die Leute für drunter stehen an einen deutschen Abendboden gesehen. Du musst eine Schelte gestalten, du musst am besten Fall eben für drunter stehen, den die Leute erklärt. Ja. Ah, krass. Aber was hast du durch die Tour da gemacht an Österreich? Für was? Das genau. Das war von meinem Modul aus. Eine Spezialisierung und ich Conservation Medicine gemacht. Und da sind wir auch von Zoo zu Zoo hier gefahren. Haben uns halt auch geguckt, haben einmal Feierungen geguckt von Direktoren. Und haben uns eben Bilder davon gemacht, wie ein Zoo idealerweise ist. Und natürlich auch die anderen Extremer gesehen. Wobei auch so muss, man sind in Österreich, du gehst auch kein schlecht Extrem. Die schlecht so mit weltweit auch nach Katastrophen. So wie SeaWorld oder so. Ja, da gebe ich ja aufpassen. Ich schon an einem SeaWorld geschafft. Okay. Auch aus Südafrika, zu Durban. Ich war begeistert, ja. Die haben noch Delfinen an alle Tierpflegerinnen, die mit Delfine schaffen, die sind alle nämlich der Meinung, ein Delfin gehört nicht der Gefangenschaft, ja. So Hunde misere, so die Delfine, na, was sollen sie damit machen? Sie können die nicht einfach mal freilassen. Die Tiere gehen nie mehr ins gehen, die gehen noch näher in so einer Gruppe akzeptiert gehen, ja. Auch da muss ich so, die Zoo, die Leute, die da schaffen momentan, die so ist, ja, der Misere oder die Scheiß, die Anna als Kollege vor 15, 20 Jahren geschafft und gebaut haben, die wurde mir nur aus, an was zu machen. Also sich tipptopp, sie gehen sich mehr, sie klären die Leute ab, sie machen meistens an den Showen, probieren sie die Leute aufmerksam zu machen, dass sie die Nieren nicht dürfen verdrecken, dass sie das Plastik nicht soll geheilen.
Und sie klären mich so ab, dass die Tiere nicht in Gefangenschaft gehören. Wir wollen nur immer weiter Leute nachkommen, da kaufen sie neue Tiere, ne? Nee, machen sie nicht mehr. Ne? Nee. Das heißt, stirbt irgendwann aus. Genau, Also, das ist der absolute okay. Plan, ja. Okay, gut. SeaWorld, genau. Ja, das für SeaWorld Südafrika, wie sich das so aus mir SeaWorld, das ist eine große Organisation. Ich hoffe, ich denke, dass das den allgemeinen allgemeine Ziel aus mir okay. Schon mal keinem anderen geschwart. Okay, das ist kein Tiere mit Dosi, man sieht so. Genau, das okay. Soweit ich weiß, ist das auf jeden Fall der Plan. Auf jeden Fall für Afrika, ja. Was Stichwort artgerechte Haltung, war das die Meinung zu Zirkussen? Zirkus ist schwer. Auch Zirkus ist nicht gleich Zirkus, genauso wenig wie Zoo gleich Zoo ist. Ich fand Zirkus cool. Ich gehe gerne Athleten noch gucken, auf was sie hier Jack Russell Hund, die da am Kreis sprangen, fand ich das doch cool. Wenn aber ein Tiger am Zirkus ist, dann ist es für mich rüber, ja. Da gebe ich den Zirkus, ich gebe keinen 5 Euro bezahlen, für da ranzugehen, ja. Ja, von Zirkus, pardon, ich könnte noch welchen. Nee, ganz kurz. Ich fand Zirkus am Anfang nie mega cool. Also natürlich die Leute, die da sind, die haben eine Daseinsberechtigung und die müssen noch unterstützt gehen. Aber so, wenn immer nicht hört, in welchen Konditionen sie müssen schaffen, leben, was auch immer, dann sind immer so Direktoren und Leute, die den Zirkus besitzen, also die, wo ich nicht vertreten kann, weißt du, was ich meine? Ja. Also quasi die Leute, die sie gesagt haben, auf der Bühne, fand ich mega gut, da fand ich auch alles cool. Aber so halt die 100er Bühne quasi verurteilen. Ja, das ist ein hard Business, das ist ein schweres Business, ja. Ich meine, die Großkinder am Zirkus, der das, ich will doch nicht so, dass nicht change, ich kann doch nicht mitschwätzen, ja, aber das von Stadt zu Stadt reisen, immer neue Schulen sind, immer neue Freunde machen müssen. Das ist ein hart Leben. Ich meine, da können wir gar nicht mitschwätzen, da können wir nicht vergleichen. Und ich bin auch überzeugt, dass sie hier Bindungen zu den Tieren haben. Mir tue ich zum Beispiel eine Geschichte vom Chihuahua, das war ein Schimpanse, den ich kennengelernt aus Südafrika. Ja, ich meine, Schimpanse ist schon etwas Persönliches, ja. Und wir den dann nach Kurs gelöst, einen Herzultraschall gemacht, und Zahn gemacht und alles. Aber wo wacker ich ging, hatte mega Angst, wie klein kann die, ja. Und du hast einen Tierpfleger hingegangen, dann wird der Stiefel geholt, dann wird der Stiefel gehalten. Den Chihuahua Segelhaber nur sein Stiefel geholt, dann wird den Arm geholt, dann wird gedreckt, weil so viel war. Und so zu sagen, ja, den Schimpanse, der wird 15 Jahre am Zirkus gelebt. Und immer, wenn er lang war, da konnte eine Stiefel gehalten. Und das ist mega traurig, ja. Das ist einfach heftig, wenn man so ihre Futti machen kann. Die haben 98% von unserer DNA, die sind als wirklich ähnlich. Das sind immens intelligente Tiere und sind die ja gehört absolut nicht an den Zirkus, ohne Diskussion, und das grenzwertig, ob sie an den Zoo gehören. Weil auch in einem Zoo ist Schimpans artgerecht halten, ist bald nicht möglich, das ist schwierig. Aber Privathaltung sowieso nicht. Schimpansen sind absolut gefährlich Tiere. Du hast immer das Bild am Kopf vom Babyschimpansen in dem Mohammed. Das ist falsch. Bei Schimpansen, aber es Schimpansen geht es nicht ran. Da war 4 oder 4 Jahre war ein Unfall. Du hast den Tierpfleger, der wird 10 oder 15 Jahre mit denen geschafft, der war absolut erfahren. Und als der bei den Droht kommt, von den Schimpansen wird B geholt, wird ein Rad gezogen, so einen Genitalien ausgebasst und so einen Tod gemacht, ja. Und den hat eine gute Beziehung zu seinem Schimpansen, ja. Das war nicht... Für was machen Sie das? Weil das aggressiv gefährlich Tiere sind, ja. Krass. Man immer, das ist auch das Extrem bei Schimpansen, ja. Sie sind als immens ähnlich. Also sie sind nicht besser wie wir Menschen. Sie bringen noch an. Ich habe schon ein Video gesehen, du warst eigentlich bei auch so, ich weiß nicht, was, so eine Raubkatze, waren 2 Stück. Was war das? Das waren Cheetah, Geparden. Hast du da keine Angst? Nee, weiß ich nicht. Die sind auch so, keine Ahnung. Ja, die waren aber nicht komplett wild, die kaufen nur 6 gerettet, die sollte verkauft gehen nach China. Für da, ich weiß nicht, entweder eine Privathaltung irgendwo an Stoff zu kommen oder wahrscheinlich gehäut zu gehen und ich weiß nicht, was gemacht soll gehen. Und kurz ist sie dann nach China geflogen, wo sich gesagt, dass sie aufkaufen, also sich praktisch bei sich am Guard gehalten wird. Bei sich am Guard, das war sich ein riesen Terrain, ein riesen Range. Okay. Und da konnte ich den besichtigen und holen. Die wurde auch Löwe gerettet und die wurde auch Giraffen und alles Mögliche. Alles aus dem Gar. Ja, mit Guard kann man es noch nicht vorstellen wie bei Elseguard. Also das war ein riesiger Schwarm. Okay. Den hat Leben aus seiner Erfahrung. Genau, ja. 3 Stück. Den hast du auch also mit denen hast du noch gesquatt? Nee, bei diesen schon dran. Lei was eigentlich in einer Liga wie ein Cheetah, wie ein Gepard. Der Cheetah ist besser so zu sie in den Raubkatzen, oder?
Wenn das Susi. Also Seht ihr das so? ja, Das schon. läuft. So, weißt du, sie so über dünn, also so über, wie viel fragil, so, hier, sie hat immer so schwarz von dem an, wie von ihrem Make-up geht verlaufen, dann kann sie kraschen. Ja, also es ist schon, man muss nur gucken, wie ein Cheater ausgesagt. Guck. Wart. Wie Susi halt, wo gerade gekrascht wird anscheinend. Ja. Geht zwar. Wart, wir wollen ein anderes Foto? Ja, da ist so ein cool, wo sie lebt. Weißt du. Guck, da lebt sie, der Make-up. Also verkrasch, okay, ja. ich verstehe, was du meinst. Nee, das ist also schon cool. Schon ein Leopard auf Make-up zum Beispiel. Und das ist ein bisschen kraftig. Ja, mir Leopard fällt schon nicht unbedingt am Gart tun. Ja, ich will doch kein Cheater. Ich will doch kein Gepard am Garten. Geht es keinen auf, den ich kann du heimhalten? Und David geht schon das auf, so cool. Jetzt soll ich sich natürlich vorstellen, alles, was ich cool finde, muss ja nicht unbedingt bei sich an der Stufe laufen, oh, gell? Ja. Gehen die ganz Klangaffen, Totenkopfäffchen oder es gibt So wie unfassbar Pippi viel verschiedene, ja. Ne, stell mal so viel, du hängst so Lianen ab und da kannst du heim und da springt die so. Ja, die Realität ist echt, dass sie da alles verwüsten, dass sie da alles Futti machen, dass sie beißen an sind deren, die es nicht ganz lang halten. Du sollst sie okay voll lang halten. Ich meine, das sind absolut sozial deren, die gehören an ihre Gruppe und die machen da alles Futti, was sie da Futti machen können. Ja. Wenn sie Fernseher ist, dann nur einen Tag und dann eine Fernseh gepisst, ja. Und dann ziehen sie da alle Kabel raus an was einen Raum, wo irgendwo ein kleines Lach ist, da gucken sie, dass sie das Lachmikros gemacht kriegen. Ja. Okay. Affen machen einem alles Futti und Affen gehören absolut nicht der Privathand. Ja, normal. Das ist meine Meinung dazu. Ja, Menge auch. Mich meine Affen sind cool, also ich hätte auch gerne ihn auf der Schelle Ja, setzen, ja, gell? ihr seid cool. Und ich bin auch froh, wenn ich mal ihn auf der Schelle setze, nur wenn ich an einem Zoo sehe. Ja, cool. Ich bin aber auch froh, wenn ich hinfahren kann und schon meinen Grauen schon nicht den Affen in meinem Zimmer sitzen. War das dein Lieblingsdär, aber was ist der coolste Där, was bis je so mit dem zu dienen hast? Oh, das könnte relativ nah bei Ihnen. Mein Lieblingsdär ist die Varanen. Okay. Weil es Also so ein einfach... großer, weißt du? Genau, ja. Das ist ein bisschen eine Mischung zwischen... Hi, du hast zum Beispiel einen Varan. Ein Ah ja, du siehst ihn. blauer Baumvaran. Das ist ein bisschen eine Mischung zwischen Eidechs und Schlangen. Sie wie Achsen eben, so ein Bein, so aber wie die Schlange, ein langer Zong, die gespalten ist. Also als Varan gleich Komodo-Varan, oder ist das eine Spezialzucht? Nee, Komodo-Varan ist eine Spezialzucht. Ah, ja, okay. Und nun sehen wir schon auch beim zweiten Aspekt, ich hatte schon so einen Komodo-Varan, also gehen in Österreich, ganz Österreich gehen 3 Komodo-Varanen, die, 3. genau, und die setzen zusammen an einem Zoo und die habe ich gestritten. Und die ist zerbass und da hatte ich eben große Chance, dass ich gerufen habe als Notfall, ich soll mich von Gift drin kümmern. Der Streit schlicht. Genau, ja. Effektiv steht in da für drin, das sind Beichter von über 2 Meter, Oh, die sind krass. die gefährlich sind, richtig gefährlich sind. Und Die das ist nicht Leute wie fahren ein Beine. Bartagam. Den ist Ja, aber ja. nicht so groß, Nee, oder? den ist nicht so groß. Ah, okay. Den ist 1 Meter. Den habe ich bei mir am Zimmer sitzen. Ah. Wenn so Komodo war ran, du gehst den natürlich nicht einfach ran und kann man Ja, nicht ja, so die sind stimmen. krass. Mit die Hölzer von oben, die, weißt du, die sind so klar am Boden, die können nicht machen. Nee, du setzt dich nicht drauf. Die sind krass mit dem Schwanz, geil, so. Ja, die brechen das Bein. Ja, ja. Die schlagen einfach die Beine ran, die Beine Hey, hallo musst du aber noch erklären, wie weit der Tod in dein Lieblingsthema Nee, da ist dein Lieblingsdär. Ja. Nee, allgemein waren es Ah, meine auch hier. Lieblingstiere. Ja, ja. Wie war? Weil die, ich meine, das Reptile. Reptile sind allgemein echter Instinkt gesteuert und nicht immens intelligent. Hey, wo ist der Tiere? Psst, lass mich noch. Ich meine, Varanen als immer mehr, also das ist etwas wie ein kleiner Hund, ja. Die kann ihn trainieren mit Target-Training, die kann ihn auf Farben trainieren, denen kann ich beibringen, sie sollen auf Zeit gehen, sie sollen da warten und da sind sie gefüttert. Für ein Reptil fand ich ja immens faszinierend, wie clever die sind. Kennt du Krokodile nicht? Doch, Krokodile sind auch Okay, okay. immens intelligent. Ich meine, das ist mein Lieblingsreptil dann. So. Das ist auch cool, also Ja. kann ich absolut nicht. Ja. Wie gibt gewonnen? Ah ja, das Wer gibt gewonnen? Ja. Krokodil. Ich werde ja, Ja. Krokodil kennen. Ja, ja. Wird echt die bessere Karte. Ja. So mal ist Spiel. Ja, guck. Wir haben uns nämlich en avance mit unserer Audience zusammen gesagt. Und wir haben debattiert, wegen deren gegen den Neger. Also, froh, die wir gefragt haben, also, wen der ist das gefährlichst. Also wenn sie Okay. keine Negi verkämpfen. Genau. Bei uns Audience hat das mein Stil was ein bisschen falsch verstanden. Aber das ist nicht schlimm. Voilà. Und da haben wir dann immer 2 Tage gegen den Untreten gelöst, okay? Okay. Hallo, die ist so da hier das Resultat und du siehst, ob es der recht ist oder nicht. Das ist Resultat aus Gorilla gegen Wolf. Du hast Gorilla gewonnen. Ja, absolut. Ja, easy. Gut. Den, Ah, ja. halt den Hund, du,
Also nein, ja. Du hast noch eine mega coole Geschichte an einem Zoo. Ich darf natürlich noch nicht so, was für ein Zoo es war. Aber sie sind bei Affen, bei den großen Affen, sie sind hingegangen, also ein Gehege relativ eitel fand. Ja. Und da haben sie sich gedacht, ja, was können wir da machen, für das ein bisschen mehr spannend zu machen. Keine Wolle war gehalten, mir so ein Eilenrer gesagt, ja. Und das Ganze war natürlich eine Geschichte von einem Dach, da sitzen Affen da mit den Eiländern gespielt, geil. Wie kann man die Puppe gespielt wird, geil. Also süß, ja. Ein bisschen makaber mehr, aber irgendwie ist Und du siehst dann hingegangen, die Tiere, die um Tage trainiert, ja. Das heißt, sie tauschen noch Sachen, als jemand der Farbe durchgelockt, an okay, du gehst mir, und ich gebe dir. Du hast dann gesagt, okay, du gehst mir Teil, und ich gebe dir einen Bananen, ja. Stief hier umdroht, dann Avas hingegangen, guckt Bananen und hält Teil, rammt durch den Draht durch. Die Eil war natürlich zerfetzt, ja. Den anderen Av sitzt neben drin, guckt wie Teil vor dir, hält sein Eil, rappt sein Zwerg, gedeelt durch den. Hast du das gesehen? Nee, das war aber gut, Kollege, schon mal den Dingstart, den Geruf gehört. What the fuck? Ja. Also, Ja. Ja. ich wollte nicht einer Brüche bei den. Von mir das ist schlimm. Aber bei Ihnen ist das normal, oder? Das war live gemein. Ja, das ist ja. Ich meine, du hast dich Gedanken gemacht, wer ihn am besten durch den Draht durchkriegt. Ja. Sie denken etwa nicht. Ja. Ja. Okay, das ist ein Witz. Next Ding. Los hin, immer für dich so. Okay. Ah ja, voilà, da können wir gucken, ob das Audience richtig oder falsch ist. Oder ob ich richtig oder falsch lag. Nein, du warst richtig. Du warst der Guru. Also, Krokodil gegen Tiger, pardon. Krokodil gegen Tiger. Das ist ein interessanter Match, gell? Mhm. Kommen die so dax nur bei Ihnen? Ja, das ist Theorie, alles Theorie. Okay, alles Theorie. An einer Beyblade-Arena gibt es eher. Wie früher. Zu Rom, gell? Wann... Also alles theoretisch. Also ich gehe von der Theorie aus, dass den Tiger geht dabei Wasser, ja, an Krokodil als am Wasser. Da wird Krokodil gewonnen. Mhm. Weil Krokodil beißt den Tiger an den Kopf und zieht dann ja, an der Arena. So um Sand. Um Sand? Ja. Da kann eine 50-50 Chance gehen. Kann ich nicht so ein. Das ist dann echt eine 50-50 Chance. Aber beim Wasser, also am Wasser sind absolut... Als Audience steht Krokodil. Okay. Ja, wir haben noch nicht spezifiziert. Egal. Next. Nilpferd gegen Känguru. Easy. Der Känguru kann boxen. Also Nilpferde sind, die sind heftig. Ja. Gehen immens viel deutlicher als Jahr. Die für einen Fotografen, die in der viel zu nah kommen, ich will nicht für einen Nilpferd stehen. Also das sind ein paar Tonnen an. Sind die schnell? Ja, die sind mehr schnell wie meint. Sie sehen nämlich absolut unsportlich aus. Sie sehen einfach ultra fett aus mit ihren kleinen Ohren an ein bisschen dämlich. Dämlich und genau, an tollpatschig. Ja. Kannst du das Video mit der Wassermelone? Muss ich so abmachen? Ah ja. Wassermelone ist. Nee. Das ist egal. Ja, so stelle ich mir kein Ruf hier. Danke. Okay. Ja, das ist cool. Musst du einfach auch Foto von so, also was siehst du musst ja obviously Foto, die krassen Tiere, die sind ein bisschen so für den Lenzkurs. Ein von meinen krassesten Tieren, wo ich für den Lenzkurs war, kleine blaue Frosch. Das Jahr, ich meine, das ich habe auch schon am Vierfeld gezählt, da war das ist der Moorfrosch, den habe ich 4 Jahre lang gesehen. Und ein oder zwei, die ich am Jahr für sich die männliche Tiere für die weibliche zu locken. Und ich wusste von einem Platz, wo ich mal sicher war, dass sie da sind. Wir sind alle Jahre an Österreich. War das. Wirklich? Und ich bin alle Jahre hingefahren. Und ich wusste ja immer im Frühjahr, so Februar, März ungefähr, in dem Zeitraum für sich. Und sind alle Jahre hingefahren. Alltag hingefahren. Und ich Gesicht. 4 Jahre lang hier. Das ist krass. Und ich bin nur noch 4 Jahre und ich endlich da erwischt, wo sie blau waren. Und darauf sind ich in ein Döner gefahren, weil sie... Chance. Wow. Ja, das ist ja dann. Das ist mir wichtig. Und ich meine, du musst ihn begeistern damit. Prioritäten. Ich habe mein Studium nicht gepackt. Nee, ich habe ein Foto von einem blauen Frosch. Sie so Foto wertvoll. Also für mich persönlich absolut. Okay. Ich meine, durch das du eine extrem Leidenschaft daran hast. Wertvoll, ja, ich fange nun, dass ich Personen damit verdienen,
mehr verdienen so relativ. Ich meine, wenn ich mit einer Kamera für 5.000 Euro rundherum laufen, muss ich viel Foto für 50 Euro verkaufen. Kamera remboursieren. Ja. Wie viel kostet so ein? Also wie viel kosten die Deilen? Nicht viel, nicht viel. Das ist ein großes Problem. Ich meine, ein kleiner Battergam kriege ich für 20 Euro, 30, 40 Euro. Es stellt aber viel Geld daran. Ich brauche ein großes Terrarium, ich brauche extra Luft dafür, ich brauche viel Platz. Du kannst rechnen, wenn ich die artgerecht halle will, also schnell bei 800 bis 1.000 Euro. Okay. An Loma der Punkt, weil viele Leute sich natürlich schnell mal einen Kaffee für 20 Euro, aber niemals bereit sind, so viel Suen auszugeben für die artgerechte Haltung. Und die do auch so, die Tisch, die kosten also im 20 Euro nehmen. Die ist ein bisschen mit teuer, das ist auch ein extra Farbe. Es sind noch kein, das ist nicht so, wie sich denkt, dass es ein Luxusprodukt ist, wo sich just ein gewissen Klientel leisten kann. Aber okay, ist die? Bei mir? Amazon? Nee, kriegst du effektiv relativ, also entweder in einem Zoofachhandel oder halt eben bei Privatzüchter. Natürlich, wenn der Serbs oder etwas mit Fuß könnt ihr noch will, da könnt ihr beim Chef kaufen. Als nächster Kampf aus, den ist so ganz theoretisch, weil der geht nicht mehr. Häufig gehen Adler. Das ist einfach easy, gell? Haifisch gegen Adler? Ja. Und den Adler fliegt an Haifisch ist gesprungen. Dann gewinnt auf jeden Fall ein Adler. Wenn wir an der Arena sind. Nee, ist auf jeden Fall den Hai. So, hier muss den Moment kriegen, wo den anderen will attackieren. Ja, du, das wirst du als Audience. Okay, Orca, also Killerwahl. Schon mal los, ist wirklich bildlich vorgestellt, am alle Raum ein Kopf Sand an den Hai drauf gelegt. Also ein Orca geht ein Spann. In so die krasse Spann. So ein gefährliches Spann. Den Orca. Okay, ja, hi. Das sollte mir auch. Und als Audience meint aber Spann gewonnen, wo ich mir dann denke. So. Ja, die haben alle Schiss für Spannen. Ja, okay. Der erste Killer war gewinnt. Also mich schön. Ja. Das ist das Argument. Okay, Leif geht Schlang. Also auch du ist ein ganz krass Schlang, keine Ahnung, ich kann ihn nehmen nicht. Weil das die gefährlichste Schlange. Guck ich so ein Bild geholt. Da ist kein Experte. Da wurde auf jeden Fall Leif gewonnen. Okay, nee, dann nicht die. Nicht die. Krass. Die gefährliche Schlange, das ist auch immer schwer, wenn das andeelt. Die giftigste geht zum Beispiel gesagt, im Inland-Taipan wäre das. Du musst aber auch so, und das hängt immer davon ab, wie giftig ist die Schlange, wie aggressiv ist wie passieren noch Donfall, zum Beispiel an Mittelamerika, die ganz Botrops Aspa, ich weiß nicht mal einen deutschen Namen dafür, oder letztbäuischen Namen. Das sind so Schlangen, die leiden im Boden, komplett gechillt, sind überhaupt nicht aggressiv, mit Leid trippeln einfach drauf. Ja. Und da beißen sie zu, und da wenn es so viel Unfall. Das ist aber nicht, dass es ein aggressiv schlagen ist. Mir das ist zum Beispiel ein immens gefährlich schlagen, weil ganz Bauern ohne Stiefel rundherum laufen und dementsprechend dann noch Zähven oder Face verlieren. Für eine Schlange gehen toll, weil für ein Pode schon am Busch gesehen, das ist so groß. Ja, Ringelnatter haben wir zum Beispiel. Blindschleich ist kein Schlange. Ja, für was? Weil so hat Usatz von Dinger, so Knorpel oder wie ist das nicht? Ja, das wenn sie Bienen, die sich zurückgebildet haben. Ja. Das ist nicht schlecht. Das ist absolute Blödsinn. Natürlich habe ich auch gelernt so an der Show. Nee, gehen effektiv andere Gründe. Also so zum Beispiel einen äußeren Gehörgang. Sie können da noch einen Zoo machen, da können Schlangen ja nicht. Sie friessen noch echte Geschichte wie Insekten, wo Eidechse friessen. An ein super Argument, sie können den Schwanz aufgehen wie Eidechse noch. Ball. Ja, das ist natürlich peinlich. Nächster Kampf, Elefant gegen Skorpion. Wie nicht du gewonnen? Schlangen, geil. Ja. Wo war das abgelegt? Kennst du Leif? Ich meine, echt aus echt der Leif. Ich meine, Leif beißt denken an Genick, Rissel denken an dann. Wie waren Schlangen von Hanne kennt? Von Hanne kennt an den Schwanz beißt und dann abfrisst, oder? Nee, so giftig ist, dann hast du Leif, jo. Also, warte, just ein nicht giftig, also so die krassen Würgeschlangen, die es gibt, aus denen nicht mehr stark viel Leif. Also, von denen
Ich mein, der Leif weg ufang mat wickeln kann der Leif sich do raus ich meine, jetzt hier Geschichten, da kommen wir wirklich bei die Alreima. ich weiß nicht, ich gebe echt auf die Live setzen. ah ja krass gut du hattest auch schlange gedischcht also den so Elefant gegen Skorpion Elefant. Ja, den trippelt. Was kommt? Das Pferd. Pardon. Ja, da andere aufgemacht. Aber, heute eine Nummer von ja, das ist der Barty. Barty Der Barty. Das ist Barty, Immens ja. einfallsreich. Ich will, dass sein Bart groß kann. Soll Rose gehen. wow, nee, das hat kein Lust okay ja du war mal alle gefahren also Audience an war auch falsch Elefant gewinnt gegen Skorpion so ja he war natürlich schlecht erklärt vom Meer Mönch gegen Grizzly gave natürlich ganz klar Grizzly gewonnen Mhm. ich meine als Audience wird verstanden wen das mich schlimm für dumm weil oder so und dann Ach so. natürlich der Mönch gewählt Mhm. Okay. du gewinnt natürlich ganz klar der Grizzly Wir müssen herausfinden, wen den Gewinner von aber du was. weinst mir machen da im schnell durch Wobei am Endeffekt wahrscheinlich trotzdem mehr Grizzly gestorben sind wie Menschen, was ob den treffe, weil einfach der Mensch auf alles schießt. ja lo einfach Ja. an der Arena ohne Waffen gewinnt ganz klar der Grizzly Punkt Absolut. Ich sehe auch verstanden. weiß nicht, okay nice. lo wie Gorilla gained Was tut mir die sie gewählt? wat gewinnt hat ja nee wat den Hast du Jaffe. Du halt gewinnt Krokodil geil Ja, ja, da war genau. Krokodil. Ja, mal gesagt, also ja. Krokodil gegen Gorilla Krokodil gegen Gorilla. Ich Ich sehe für Krokodil. Ich sehe für Gorilla. Gorilla Schon ist irgendwie cool. Ich meine, Gorilla ist auch immens intelligent. Ja. Und das darf ich nicht unterschätzen. effektiv. Weil der Tisch den überlebt, wirklich Kilo Hand drunter und dann. Genau, ja. Oder also der Gorilla ist ja mal schon nicht so dumm, dass er einfach an Wasser springt. Die wissen das ja auch. Ja. Die überlegen sich zweimal, ob sie wirklich so durchstrich sind, dass sie da hingehen. Da gucken sie, ob du wirklich ein Krokodil ist. Ich denke, du hast die Gorilla da gewonnen. Yes. Halt. Den hält sich den auch von Uhr also den springen dann kannst du mal 800 Kilo da drauf Ungefähr. okay ja. next Nilpferd gained Haifisch auch interessant Oh, den ist gut. Ich gebe euch auf ein Nilpferd setzen. ja Aber wie killt er den Hai? Trampeln Das hat man doch schon. Maul auf Wassermelone Ja, rein. da muss ein Hai schon drauf schwammen. Oder? Weil der geht ja nicht einfach. Ja Ich stelle mal vor, den Hai kann von Hannen erbeißt. Den Dinge. Ja, da beißt du dann keine Ranikrit, aber trotzdem auch von der Stege rausrappt. Hai ist Futti Da ist so viel Fett und nimmt der ja dem geschnitten ist. Da Okay, ist ein kleines no. Lächelchen dran. Orca gained was hat man heute geholt Schleif Ah, okay, ja, live. Orca gained Leif Und Land oder Wasser am Wasser? Das Ja. ist immer so schwer, die Dinge Ja, kämpfen Den zu Orca ist am los. Wasser. Den Live hast du beim Ufer. Ja, dann den Orca. ja safe Elefant gained Grizzly Den ist gut. Puh. Wie soll der Grizzly den Elefanten bringen? Ich gebe schon so einen Elefant her. ja okay Ich meine, wenn ich das gucke, war- weil vielleicht Beam ausgesehen, wann ein Elefant durchgerannt ist. Ich meine, Ja, Grizzly gesagt aus. Okay, Tejloas Gorilla gained Nilpferd. Gorilla gegen Nilpferd. Auch schon. Ich muss so aber Nilpferd. Nee, guck mal, so Gorilla. Ist ein Nilpferd. Dieses Gorilla, dieses. Guck mal, Ich stimme habe nur. absolut keine Ahnung. Wei. Ich weiß das nicht. Das ist doch schon der. Ja, genau. Das ist der Schwerpunkt, wo ich mich beschäftigt und die letzten 7 Jahre. Falls irgendwie sich fragt, was ich so gemacht habe, ich habe mal so deren 4 gestellt, wie sie kämpfen. Angelehrt, hier war ein Blindschleucht, ein Eidechsers. Genau, das habe ich effektiv gelernt. Gorilla, was ist das? Wie ist das schon? Nilpferd. Ist so ein Nilpferd. Du? Gebe ich mir schon Nilpferd. schließen. Ah, Sorry. Und dann. Was Schwert. haben wir Hai? Da ist auch ein. Warte. Haifisch gehen auch gar. Sieh mal, Leute. Ja? Haifisch gehen auch gar. Gebe ich. Ist so ein auch gar. Ich gebe auch gerne so einen. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine nicht, dass Populationen auch gerne diese spezialisiert drauf und auch Haien. Zu fressen. Ich meine, sie sind mega scheu doch. Was? Kenn ich mal 4 Stellen, ja. Ja, hier steht doch den Nilpferd. Nilpferd gibt Ja. gewonnen. Get it. Okay, Okay, und ja. dann. Hä, ist das falsch? Egal. Wen haben wir noch? Hoppala. Lo haben wir nach den Elefant gained Nee. Elefant gängt.
War live schon raus? Ja, live raus. Okay, dann. Okay, Freestyle. War einfach ein Finale. Okay, das Finale als Lo. Nilpferd gegen Elefant, das ist geil. Nilpferd gained. Ne, jetzt sind da noch. Irgendwie ist 3 dran. Okay, komm mal, ein Dreikampf. Okay, Nilpferd, Orca an Elefant. Nilpferd, Orca, Elefant. Nilpferd, Orca, Elefant. Na, stell mal auf 4 wie ein Elefant an Wasser und mir fällt an du seift an den Orca fristen oder weg. Du hast das jetzt. Das Das ist ist ein mehr philosophisch. Nilpferd? Nee, am Auch Anfang, Orca, Elefant. du musst Elefant. du musst dir vorstellen, den Orca kennt Uland, aber so er kennt aber schwammen im Uland. Mit seinen Beinen laufen. Ja. Ja. Sind auf Du musst also vorstellen. Schon mal genauso viel Gestalt, ja. Ich bin Anfang für Nilpferd bei den 3. Ich will Elefant. Hin und so. Ah, nee, schon. Ja, los. Immer so Namen. Ach, schon für zweiten Elefant. Trampeln. für trotzdem, Olivier. Ich gebe auf Nilpferd setzen. Ich meine, das ist allgemein immens gefährlich an. Schon Nilpferd nicht Voilà, cool. ich war Underdog. Schon nicht cool. Ja, nee. Das ist ihm egal. Ja, das war. Okay. So. Merci, dass du das Spiel mal gespielt hast. Mal gerne. Das war mir wichtig. Schön gemerkt. Also Audience auch. Ja, das ich mir raus von der stärksten der als ein Der Nilpferd. gefährlichsten der aus Gefährlich. Nilpferd. Auf der ganzen Welt. Und Ja. das könnt ihr nur das so, weil das der gefährlichste Day auf der Welt. Und dann hier steht der Chefschreiber, Ja. aber Ja. so, das wird Ja, Nilpferd. aber wenn du von seinem Nobelpreis oder so gewinnst, da wirst du heute zitiert. Ah ja, da ist wirklich einer streicht, was ihr dumm aussehen. Ich habe gemacht in einem Podcast an der Stadt am Café. Was er aber noch hat können ranholen, das sind so ganz kleine Deren. So Stöchmecken, Ja. Ja, die Schlicken, Schatz, die Skorpion, Parasiten, die wir drohen, an die Geschichten. Ich meine, die Ja, sind das jetzt in der sind auch Schätze. durch Ja. Moskitos, aber ja, das wäre unfair gewesen. Kleiner Virus. Ja, effektiv. Ja. Aber du hast auch so Bayern, also faszinierend, die dich auch. Ja, also fand ich auch mega herausbringen. cool. Kann ich nicht alles zahlen. Ich habe noch nicht so viel Zeit. Ich habe als Kind auch gefragt, bei uns an der Monerischer Gemeinde, ob ich irgendwo die auf Bayern halten. Das war nicht möglich. Ne? Nee, Wieso? das ist mega umständlich. Ich meine, das ist aber auch eine andere Sache, wenn du 15-jährig kannst, dann sehe ich bei Bayern halten. Oder wenn ein 30-jähriger Mann den auch kennt, dann sehe ich voll Ja, ja, kannst du das machen. Auf 4 Jahre kann Ja, ich, kannst ja. du doch tun. Dann sind nicht dann der Wäsch. Aber so, ja, so Bayern und all die Tiere, und ich könnte gerne, am Anfang, das nervt mich im Sommer, so dass die dauernd geflogen kommen, wenn in der Pause sitzt. Am Anfang Hummel sind cool. Bäume sind okay. Harassler Ja, nervt Ja, Ja, mich Rest einfach. wird kein, Ja. die braucht keinen. Ah, das hörst du sogar nicht, gell? Nee. Okay. Nee, ich mache noch nicht Futti, weil sie trotzdem die, weil sie bedroht sind, und die haben nicht. Aber wenn ich irgendwie da mal leben kann, dann lust nicht so leben. Ja. Ich meine, jeder kennt das effektiv. Grillen, Grillparty, oben beim Bärchen. Genau. Hast du auch Fleisch? Grilleparty? Ja, Kein sicher. phasenweise. Immer ein Mann. Ich meine, ich habe schon letztes Jahr relativ auf viele Schlechthäuser geschafft. Und war wirklich ruckelt sich. Und schon auch Phase, wo ich wirklich kein Fleisch Sehr lang, aber es ist so bildhaft wie möglich. Boah, was für ein der will der Hund? Schwein Co. oder Co. Okay, Also du willst nicht. Also. ja, ich meine, wie sie gehalten gehen, der hängt auch davon auf. Ich meine, man zuletzt natürlich ein relative Luxus, dass man einfach viel wissen, wo sie gut gehalten gehen, und Bauern, die natürlich gut mit ihren deren umgehen, da das zumindest mal der Prinzip, wie du sich funktioniert. Aber mal gucken, welche Menschen auf der Welt tun, funktioniert das Prinzip nicht. Ja. An für allem Schweine an ganz Hinger, wie die gehalten gehen. Ich meine, Käse ist noch ein bisschen besser. Du willst erst nicht auch nach Kaufleisch. Ich gucke natürlich aber wirklich kein Schwengefleisch mehr essen, weil er einfach ruckelt sich aus. Ich meine, die gehen an der Kaste stehen, diese Käse Vierkeln, du können sich praktisch nicht drehen. Das ist das Prinzip für, dass sie sich nicht auf Vierkeln drauflegen können. Da gehen sie gemischt. Sie gehen auf kleinstem Raum zusammen gehalten, so ein jeweils kein Einstreu dran, gut kein Beschäftigungsmaterial, nicht viel zu spielen. Ich meine, die Schweine sind immens intelligent, das sind nämlich die von den 30 Hennen, die auf die Cope gehen. Und so wirklich kein Schenk ja. Sie kriegen Zahndeelweis geschlafen, sie kriegen Schwanz geschnitten, sie gehen auch nie Narkos kastriert.
Das sind alles Gesetze, die weh sind, dass sie umgesagt gehen. Es gibt Gesetze auch schon, dass sie nicht machen darf, außer dem medizinischen Aufwand und geht trotzdem gemacht, weiterbringt. Auch da gehe ich so und sind wir zuletzt ein bisschen besser, wo wir da stehen, wie am Ausland, wenn wir da gucken, wie das also, ob die über Grenzen ausgeleitet ist, wirklich nicht schön. Und dann am Schlöchthaus auch, also ich meine schon eine Stunde daneben, wo ich gesehen habe, wie sie aufgeschlöscht gehen. Also sie gehen entweder zwei Methoden, gehen nicht entweder mit CO2 vergast, da gehen sie dann an einen Kammerhof gefahren, wo sie praktisch erstecken. Geht zwar mal gesagt, sie schlafen an, das ist nicht so schlimm. Also für mich ist es absolut brutal teure Quälerei. Wenn ich denen gucke, wie die Schnitzer prappen, wahrscheinlich passen meistens Konzentrationen nicht, weil du so mal an einem Tag 100, 150 Schweige geschlachtet musst gehen. Die gehen dann Rofge durch den CO2 durchgezogen, da können besser Sauerstoff dabei, die erstecke relativ los, das dauert ja. Dann fallen sie raus, da gehen sie abgezogen, die echt die schon noch im Werk kriegt, da gehen sie noch geschockt mit dem Elektroschocker, da gehen sie aufgestacht. Das ist nicht so schön. Ich meine, in Hinger auch genau das nämlich. Man hat eine Quote von 10% von den Fleischer, also von den Geflügel, hochgebrachte Flelleken oder Beinen, bis das ja am Schlöchthaus kommen. 10%. Das ist ein Hung von 10, wo gebrachte Flelleken wird. Ich meine, wir können uns ja vorstellen, wie die Idee von uns B gebracht haben. Wie geschieht das? Ja. Die gehen einfach angefangen. Also an die Längshand 3 Feierhinger, an die Rechtshand 2, 3 Hinger, und dann gehen sie an die Köste geheilt, und dann gehen sie rüber transportiert. Da gehen sie liewig Kap über und mit den Haxen angehangen, da gehen sie mit dem Kap durch das Wasser gezogen, dann kriegen sie einen Elektroschlag durch die ganze Körper, für das sie betäubt sind, und dann gehen sie mit einer See, zack, 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 Kabel aufgeschnitten. Ich meine, bis das Kabel auf ist, das kein Problem. Mit der ganze Weg von Geburt, riesige Halle gehen bis dahin. Schon, ich meine, gleich noch nach einem 12 gelesen, das waren irgendwie freier, weil konventionell war für ein paar Jahre, das war 40 Kilogramm pro Quadratmeter. 40 Kilogramm Hung pro Quadratmeter, stell dir das vor. Auch Heilung im Lützeburg, das meine ich war Österreich. Mich aber dann noch gucken, aber da das Stapel mal so viel Beistaub benehmen, für das 40 Kilogramm. Wie schwer ist ein Hung? 1,5 Kilo schießen nicht, ungefähr. Das ist wirklich krass. Na, sehr krass. Aber wenn ich das gesehen habe, dann kriege ich nur solchen Ekel. Und noch den wenigsten Respekt gegenüber vom Deier war an den Schlöchthäusern, das hat mich einfach traurig gemacht. Ja. Wenn du, ich weiß nicht, ich will die Sachen habe ich gar nicht erzählen. Aber, dann gehen Toten rausgeschnitten, die gehen irgendwann Gesicht geschossen, dann da geht ein Lach an den Arsch gestacht, an ein Getränk heillos, so etwas zu fecken. Das gang und gäbe. Nee, den Mörderbesteller. Ja. Weil es witzig fand, weil einfach natürlich der Bezug nicht mehr zum Deier ist, ja. Andererseits natürlich muss ich noch immens aufstampfen. Ich meine, den Problem, den emotional damit verbunden ist, den Deier umzubringen, die kann nicht schaffen. Ein Mensch stampft auch relativ schnell auf, das ist so. Ich weiß, das echt Randfei, weil ich aufgestacht und das war heftig. Beim 5., 6., 7., 8., weißt du, wie es funktioniert, und du weißt, okay, aber das hast du es selber gemacht? Ja. Okay. Du hast so geschafft als Veterinär, wo ich dann eben Kontrolle gemacht und ob das richtig durchgeführt wird. Da gehen dann noch gewisse Regelungen, wie viele Sekunden dass der ja betäubt muss sein, bis das dann aufgestacht wird, dann alles. Also, es wird betäubt, und dann ist es zum Beispiel 15 Sekunden Zeit oder 10 Sekunden, je nach der, bis das aufgeschlöscht wird. Da gehen sie dann aber betäubt, sie gehen noch abgehangen, da ist der Stau, weil 30 oder 20 Schweine daneben hängen. Da gehen die Lächzing schon noch im Wackre, statt die Schweinhänke liebisch, da kriegen alles absolut matt, da gehen liebisch aufgestacht mit dem Messer. Eintagsküken, die angefroren gehen, schockgefroren gehen, ja. Du hast den Kamion, den du schiebst, den scheißt, weil die nicht schockgefroren sind. Das funktioniert nicht. Du kannst so viel schockfreier, wie du willst. Wenn du da eine Tonne Benege heißt, das dauert einfach, bis das durchgefroren ist. Ja. Du hast dann damit natürlich immer noch 100 Schippelchen, die scheißen, die gerade erstecken, weil sie verdreckt gehen. Ich meine, das ist die brutale Realität. Ich fand einerseits wichtig, dass man ein bisschen bewusst sieht, was das ist. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, dass Leute wie ich, die dann nur schaffen, dass man es darum kümmern, dass das nicht normal ist. Man darf nur nicht da so machen, also ja, das ist eben die Realität, man will ja Fleisch essen, das ist eben so. Nee, das darf nicht der Fall sein.
Wir finden dann soll den Mannerpflege essen. Ich meine, soll den einfach mehr conscient sehen. Absolut, ja. Das ist der Punkt. Das ist mir absolut egal, wie viel mein Kollege Pflege essen. Das ist wichtig, wenn es der Biftek Plateau leier ist, dass er kurz überlegt hat, du waren der ja ein besser Respekt hast gegenüber davon. Mehr ist nicht auch wichtig, also so als Gesellschaft ein bisschen Mann zu konsumieren, an besser Qualität. Absolut, das wäre unser Ziel. So ich meine mal, Gerechthaltung und so weiter. Solange als Katze vor der Milch kriegt, wie der gehackt ist, wird man an Pan gehen, als etwas falsch, oder? Man steht bei der Milch immer so, nicht, boah, 1,10 Euro für Liter Milch, ich weiß nicht, was sie gerade kostet, letztlich, gell? Und da kommen Diskussionen ab, und da gehen wir bei Käse und holen also Red Bull für 2,50 Euro. Gell? Das ist krank, das kann nicht auch nicht gehen. Ja. Und wie möchten da einfach durch Abklärung, durch immer nächst für einen Anfeiern? Absolut, absolut. Und ich denke, was vielleicht auch wichtig ist, dass man aufhängt, Showklassen nach Schlechtheit zu checken. Gegen Premiere an so denen sie sollen gucken, wie geschlecht geht. Natürlich gibt es verschiedene, die nicht gut damit eins geben. Ich gebe aber wichtig fanden, dass sie vielleicht trotzdem einen anderen Bezug dazu kriegt. Dass sie sich einfach ein bisschen bewusst geht. Und ich fand aus jeder, den ich weiß, dass du extrem siehst, aber aus solchen Menge Meinung nur. Jeder, der Fleisch isst, soll entweder ein bei einer Schlechtung dabei gewesen sein oder selber ein etwas geschlecht tun. Ob Türisch gehen. Einke. Ja. Und ich mache ein Aber einfach Scheiße geht nicht durch. Da sollst du auch den dreckigen Party überholen. Und nicht aushöhlen an recht machen. Aber du denkst mir auch so, verschiedene, also Fleisch ist ja, am Anfang, wenn du gut Fleisch kaufst, ist es ja schon teuer. Gell? Aber verschiedene Leute tun nicht die Moja für teuer Fleisch zu kaufen. Und da wollen sie aber Fleisch essen und dann wollen sie aber das billig. Weißt du musst doch so ein bisschen. Natürlich, das ist auch der schwierige Punkt. Ich meine, wir sind Letztebäuer, die prinzipiell denen nicht gut geht, und das einfach so etwas zu suchen, als Letztebäuer, die finanziell kein Problem hat. Ich meine, die meisten Letztebäuer, die ich mal so können, an den Supermarkt gehen, also ich Biftek kaufen, auch nie, müssen einfach drauf zu spuren, ja. Gibt natürlich auch andere Leute, die andere finanzielle Probleme haben. Und man muss noch aufpassen, dass es nicht so ein Luxusprodukt gibt, dass ich sich das nicht mehr leisten kann. Aber ich denke auch, wenn ich sich nicht leisten kann, muss ich auch trotzdem nicht alle Biftek leiden Ja. haben. Muss es von der Seite kommen, muss es so freiwillig sein von den Leuten, aber wahrscheinlich spätestens, oder muss es auch politisch von Uwe irgendwie Änderungen gehen? Voilà, du hast selber schon beantwortet. Ich meine, dass beides muss sein. Ich denke aber auch, dass wir einen guten Weg sind. Wenn man zurückguckt, wie lange ist das hier? Für 15 Jahre, wenn du irgendwie gesagt hast, hey, ist Vegetarier, da hast du gesagt, boah, krass, was für Vegetarier. Weil schon mittlerweile an meinem Freundeskreis locker Teilchen für Vegetarier sind. Ja. Und auch einen bestimmten gewissen Prozentsatz, 5 oder 10%, die Veganer sind. Ja. Und das ist mittlerweile normal. Mittlerweile haben wir auch Alternativen, die Angebote gehen, wo du an den Supermarkt kannst gehen und du kannst etwas kaufen, was vegan ist. Und du kannst es sogar essen, ohne dass du einen Ton Ketchup musst drauf schmieren. Ja. Das ist also auch das ist schon lieber gut mittlerweile wirklich. Ja, ich kann mich erinnern, vor 5 Jahren, wenn ich die ganze Tofu-Schnitzel kaufe, ich gucke die nicht drauf. Ich weiß nicht, ob ich mich mittlerweile einfach nicht mehr gewinnt tun, aber ich meine effektiv, die sind einfach besser gehen. Ja. Ich meine wirklich, wenn sie bis fertig bringen, das Fake-Fleisch wie Fleisch aus, so alles Konsistenz und Geschmack, dann brauche ich okay Fleisch mit kaufen. Dann braucht man den Punkt nach vom Preis. Wenn man guckt, was die Produkte kosten, die sind auch teuer. Und da sind natürlich verstehe ich auch gewisse Leute, die da so, ja, was soll ich mal nur in Fake Thüringer kaufen für 2,50 Euro, weil mein normalen Thüringer 2,30 Euro kostet. Ja. Aber momentan sind wir ein bisschen an dem Punkt, dass es wirklich teuer ist, die vegan oder vegetarische Geschichte. Ja. Ich meine ja, das selber einfach mit der Zeit, weil so löser genau immer mehr Leute conscient effektiv, also so, ob man mal eine Menge Mikrokosmos so auch seit einem Jahr oder so probieren am Anfang, okay, am Anfang war es Fleisch, also man Fleisch gegessen, bis gut kennt. Hallo, seit der Seaspiracy-Doku ist ein Jockey Fisch mehr, weil das doch nicht so geil ist. Voilà, das ist. Und ich meine, viele Leute sind einfach eben so mehr conscient, wie du so ist. Und geht einfach Männer an also das sind nicht, dass alle Menschen nie mit der Fleisch essen, mehr halt einfach so Fleischemotor oder am Platz alldach. Ja, absolut. Oder einfach so und dann als Kollektivität, so dass es reduziert wird. Okay, so mal bis switchen. Ja.
Ja, mir Frau Thema, wann ich gewusst. Wer in der wärst du, wenn du in der kennst ihn? Das ist schwer zu so. Wahrscheinlich auch die Verrane sind nicht wirklich einfallsreich. Der ist nicht lieber so mir gescheit, der. Und ich habe gerade erzählt, dass Verrane mega gescheit sind. Also, die können sich trainieren, auf Sachen approprieren und auf Rot, blau. Also man gibt. Wenn ich nicht mehr rot. Wer willst du wirklich Start sehen? Ich fand Flottieren. Ich will den Adler sehen. Ja, schon. Ja? So, das war Fliegen, Okay, oder? Adler ist wirklich Weil du cool, bist ja. so richtig frei. Da will ich kannst auch fliehen. da will ich auch einen Adler sehen. Okay, kannst mal das kommen. Ja, der ist cool. Können wir aufhängen. Ja, doch, easy. Und da wird heute schon aufgeschrieben. Tipps und Tricks für Spannen. Also, du was möchtest du von seinem Spannen gesagt? Also, So richtig. Ja, du kannst ein Glas hüllen. Rüber. Und dann ein Blatt Papaya rüberziehen. Ja. Und dann rausbringen. Okay. Nicht umbringen. Achso, nee, das. Okay. Was soll ich sie umbringen? Dass du nicht rum könnt. Mittlerweile weiß ich auch, was wirklich Invasivarten sind, also die aus Amerika kommen oder so, die sich nicht einheimisch sind, die bringen ich auch muss ich ehrlich sagen. Ja? Ja. Weil die einfach nicht als Natur gehören. Okay, ja. Mir sonst so, alles, was die Deck, mit dem Decke schwarze Körper, bringt die nicht setzt die raus. Und die fressen mega viel, also wenn wir keine Spannen hatten wir mega viel Insektenprobleme. Ja. Ja, voll. Willst du den Kirschstoff an? Ja, Ja, kann ich machen. Ja, geil. Sie steht da so. Hallo. So, lo könnt Big Moment. Lo ist hier, nehmen wir noch 2 Tranche. Buh. Boah, das ist überfett. Also hier ist übergiftig, gell? Genau, ja. Nee, das ist Kindersbütern. Auch den ist harmlos. Gut, du kannst nicht mehr mit dir an. Aber guck, die kann die nicht mehr auf die Idee kommen, den servieren. Doch, guck, Ja. fehlt sich das eigentlich. Packst du es einfach unten, so du. Ich meine, du bist einfach zu groß hier dafür zu fressen, die Nee, wird auf absolut Wirgen. kein Interesse. Ja, wie dann soll hast ich du den einfach kein- umbringen? Ja. Mit Leuten so noch immer so, den Hund beißt nicht. Das kann noch immer etwas geschehen. Ja, ich meine, ich hatte auch schon wirklich peinliche Momente, wo ich gesagt habe, nee, die ist super live. Und dann habe ich Zange und angepasst. Wie? Nee, ich bin nur gleich. Das ist gut. Ja, war das schon ein bisschen geschieht? Nee, die ist super harmlos, die beißen an der Richtung nie. Anders noch nie etwas geschieht davon. Doch, schon das. Aber warte. Ja, keine Ahnung, ich schon irgendwelche Leute einen Stein an die Hand gedreht habe, also da wirklich gebast gehen, das ist wirklich penibel. Von Kamera an der Hafen, das ist nach mir blöd, weil da muss ich immer cutten. Also ich gebe ein Bild von, wenn Tom gebaut gibt. Mach ich nicht. So, dann, also Max Theobald, falls du das gesagt hast, hallo. Also früher mein bester Kollege, den hat auch zwei, also sein großer Bruder hat 2 Schlangen daheim. Und wir nehmen immer mit denen gespielt. Also so, Gespielt. Ja, was willst du spielen? Ja, einfach so, weißt du, sie loch, dann eben den Teppich und voilà, wir haben einfach mit hier gesquat. So. Und dann hast du ihm einfach so, in der Schort und dann hast du ihm so Bein löser so, und wir hatten nicht abgepasst, ist einfach geschwart. Und dann hast du ihm so Bein löser rumgerutscht, also rumgeschlängelt. Und hat hier so relativ ungünstig gebosst. Du weißt, wie du reden hast. Ja, also nicht da, mehr so an der Gegend. Also das ist witzig. Wolltest du mal gedacht, du wärst ein kleines Mäuschen. Ja. Ja. Ich fand Aber das ja. lieber cool. Ja. Das ist cool. Du findest die gar nicht cool? Weißt du nicht, wenn sie einen Kapitän turnen? Nee, das ist gut. Ich meine, das ist ja super peinlich, wenn sie die Schlangen mal Ja, auf das den Tank ist. Melo beißt zum Misch. Ja, Nee, wahrscheinlich. die hast ja gar nicht eine Angriffsstellung. Der hat gesagt, die wollen schön, weil sie so eine Essstellung haben. Da beißen Du sie. lobst So. jetzt ein bisschen voll. Spielt sie da der Chance? Du Ja, ja. Nee, überhaupt Sie nicht. spielt die Vibration. Los, wann ich gebe nicht fahren, ja. Sie bewegt ihren Kopf. Oh, Tom, hol du. Ja, ja. Das ist gut. Kannst du durch Ideen. Das ist so cool. Also sie Homies. Nee, ich meine nicht. Sie kann sich nicht. Ich meine nicht, dass sie so begeistert sind von denen. Okay. Ja. Die Kann sollen man noch ein live bisschen kaufen. Aufstand Du halten. guckt hier immer noch eine Million Pferde und möchte die ganze Zeit skeptisch angeguckt, Leute trauten sich nicht mehr. Ja, das mit, der schläft eigentlich schon seit 2 Stunden. Schläft sie. Na, also normalerweise in der Ah, Zeit, okay. ja. Und du willst wirklich nicht? Schießt ein muss- Haus so leeriert.
So, nicht der Cover. Und sie möchte so schwer. Sie möchte nicht. Ich schwere gut nicht. Mir guck, sie bewegt sich immer. Ja. Ah, ja, Song. Nee, komm mal, mach uns sofort. Das ist gut. Boah, sie hat seine Ohren, ich guck sie Ja, verschluckt. nee, das ist gut. Erschwören Sie doch noch ein Kehr im Podcast. So schön. Kann ich ihn ein bisschen einfach so haben? Du, das ist alles cool. Okay. Du kannst Weißt das du, auch den in den Hals Güllen legen, das hast du ja extra gefroht. Ja, aber du fandest das nicht cool, dann hast du das bestimmt nicht cool. Und der ist eigentlich... Ich fand nicht cool, nee, aber Okay, der dann hast... nicht. Nee, Ja, was das findest du nicht ist cool? alles okay. Ja? Ja. Was sollst du? Ich Ja, finde ist- das nicht cool, wenn ich dann den Hals leer. Ah. Mit mach ruhig. Nee, ich find's Heißt bei so ein Dauerläppischer, mit die sie geschützt hat. Von daher. Bisschen kurz dafür, oder? Ja, Foto. sehr cool. Ah, Kontakt. Ihr könnt über Homies gehen am Schluss. Mal, das ist eine Louis-Freundschaft. Ja, ja, Die besten Freundschaften brauchen Zeit. genau. Ja. So. Willst du den Gölle froh mal stellen? Ja, die hatte ich mal ein bisschen überlegen, oder wie? Ja, oder kannst du Okay. auch nur einer fahren? Ich bin immens spontan Mengen froh. Wir können das auch beholen. Die muss ja während der Sendung lo schon erzählt tun oder nicht? Es Nee. muss irgendwie eine Antwort drauf geben. Also, die Okay. Leute müssen irgendwie können dran. Es gibt verschiedene Schlangen, die lehnen eher, andere sind lebendgebärend. Wie ist das bei Kinexpythonen? Okay. Also, froh als Kinexpythonen lehnen die eher oder bringen die liebisch Babyen auf die Welt? 50-50. Aber was können die Leute gewonnen? Ja, da kann ich Schlang. sich raussichern. Entweder Schlangen die Schlange oder... oder- Nee, das war Witz. Schlangen oder Bartaka. Sie können einen Task gewonnen oder einen Kalender, den ich gemacht habe das Jahr. Sie können sich da raussichern. Ich meine, Kalender ist ein bisschen blöd, weil ich schon mal sehen, Ja. mir. Ja. Das ist nicht perfekt. Ich kann lernen Ah, ein Taras. Foto von dir. Genau, das sind alles Fotos, die ich gemacht Weiß habe. eigentlich. Merci. Hier ist ein Task. Und hier ist der Kalender. Alles selber gemacht, Foto. Genau, alles selber gemacht. Ja, ist cool. Ist das alles Ding? Die meiste davon, ja. Das ist Die ein Orange, du war cool. Pazifikboa, die ist bei mir, das ist Chamäleon. Was ist dein? Nee, Das ist nicht meine. den ist über cool. Das ist ein kleiner Baumpython, den ist bei mir. Ah, krass. Ja. Über geil. Voilà. Cool. Der Gewinner darf sich gerne Nice. etwas von den zwei Sachen raussichern. Naja. Und ich setze noch einen Drop. Der Gewinner darf mich gerne daheim besichern kommen. Das ist auch cool. An einen Kaffee trinken kommen. Ich meine, das ist noch mehr cool wie Kalender. Der ist auch Den ein- Der halt wird hier auch mal aufge- kommen. Ja, von der Gewand, ja. Der ist auch so eingekommen. Muss man einfach drüber schwätzen. Okay, geil. Schon erste Lotere schon hingebracht. Ja. Nee, ich meine, da kriegen wir hin. Ihr könnt ja Mama Gewinner Mal, machen. Mama, das alles zusammen. Mama so kleinen, grob, Pressiert ja nicht. ganz Corona-konform. Ja. Ja. Oh, das ist ja so cool. Mal, da los man Tom nach einmal singen. Schlangen spielen. Weil du nicht absurd. Nee, absolut nicht. Das ist nicht verstanden. Nein, das ist gut. Das ist gut? Ja, ich denke schon. Okay. Maja, dann follow da so auf Instagram, Facebook, YouTube. Und vielmals merci in der Gruppe Pato, dass wir heute konnten sehen. Und bis nächste Woche. Ciao. Follow doch hin. Adi. Okay, follow doch. Okay. Du kannst den Bilder kaufen. Kannst du noch was Promo heute für dich machen. Ja, merci, ja. Ihr könnt gerne auf Instagram nicht gucken. Voilà. Ah ja, dein Insta ist am Anfang. Du hast dick viele Follower. Ja. Aber ich schon auch cool deren. Ja. Ich meine nicht, dass die Leute mehr Follower, wenn es mir, aber viel mehr, wenn es deren. Okay, ciao. Vielmals merci. Adi.